Vielen Dank, Herr Seidel, für Ihre Ausführungen. Gerade die letzten 3 Punkte und Ihre Vorschläge sind ein guter Ausgangspunkt für eine interessante Diskussion. Ich bin hier gespannt auf Rückfragen von euch und würde jetzt einfach gleich die Diskussion eröffnen. Die erste Frage bezieht sich auf den ZIFRO. Das ist doch auch ein Währungsgebiet mit einer gemeinsamen Währung, die es heute noch gibt. Ich weiß nicht genau, was die wert ist, aber immerhin gibt es die noch. Welche Währung? Der ZIFRO, der Zentralafrikanische Fonds. Ah, wie funktioniert das? Der wird von Frankreich aus verwaltet. Das ist natürlich, das ist ein ehemaliges Kolonialgebiet. Das ist ein Aspekt des Neokolonialismus. Aber das kann man, natürlich kann man das auch vergleichen, aber dass diese Länder, um die es da geht, die sind ja wenig untereinander, sagen, ökonomisch verbunden, sondern stark mit ihrem Mutterland. Also nennt man Mutterland, das ist die Kolonialmacht. Und so dient das sozusagen auch zum Handelsausgleich, wenn sozusagen dieses Verhältnis zu Frankreich einigermaßen geregelt ist. Und deswegen dazu. Könnte das nicht sein, dass so Merkel denkt, wir sind jetzt das Mutterland und der Rest Europas kommt mit einer zentralafrikanischen Form? Könnte sein, aber ich glaube, es ist schon auch richtig, dass man sozusagen vielleicht das Verhältnis Deutschland-Griechenland könnte später mal vielleicht als koloniales Verhältnis bezeichnet werden, aber so weit will ich jetzt noch gar nicht gehen. Ich finde, die Strategie ähnelt sozusagen einer kolonialen Strategie, aber noch ist das Eurogebiet weit davon entfernt, in den Zuständen zu sein wie das Afrika. Das ist nicht ganz klar. Wenn ich Ihre Ausführungen nicht missverstanden habe, sagen Sie doch, die Banken, die Finanzwelt hat unsere Politik übertölpelt. Können Sie mir einen Politiker sagen, der das ändern könnte? Außer Herrn Gysi. Herrn Gysi würde ich das nicht zutrauen, muss ich ehrlich sagen. Es ist dann schon lieber Herr Lafontaine. Also weitaus besser. Weil der wenigstens, als er 98 Finanzminister war, doch das Ding hat einigermaßen kommen sehen. Er war einer der ganz wenigen, der über den Finanzsektor auch als künftige Problemzone identifiziert hat. Und der bemüht hat damals, wer war damals Finanzminister in Frankreich? Der frühere IWF-Chef, Strauss-Kahn, mit dem wollte er das eigentlich machen. Strauss-Kahn war nicht so ganz wenig und so, Lafontaine war da schon ein führende Ruhe, aber Strauss-Kahn hat wenigstens begriffen, was Lafontaine haben wollte. Aber dass die Politik völlig übertölpelt worden ist vom Finanzsektor, würde ich nicht so sehen. Die haben sich ganz bereitwillig und gerne da reinbegeben. Den Herrn Tietmeyer habe ich schon genannt. Das sind Figuren, die genau diesen Zustand angestrebt haben. Und die sind sozusagen im Schnittpunkt von Politik und Finanzwelt, stehen gerade die Zentralbanker. Die sind ja beides. Tietmeyer ist ursprünglich ja aus dem Finanzministerium in Bonn gekommen, hat auch an dem Papier, das Lambsdorff-Papier 1982, den wesentlichen Gedanken dazu beigetragen und das wesentlich formuliert. Also das sind schon die bösen Geister in der Politik selber, die genau diese Politik betrieben haben. Eine Frage noch. Sie sagten vorher, Staaten können Schulden nicht bedienen, weil die Zinsen zu hoch sind. Und sagten speziell in Bezug auf Griechenland, es wäre sinnvoll gewesen, am Anfang gleich die Kredite sicherzustellen und zu sagen, wir übernehmen die Schulden und das läuft dann sozusagen. Ich meine, das geht ja mit dem Vertrauen einher, dass
diese Kredite irgendwann eben wieder zurückgezahlt werden. Und jetzt sagten Sie später eben auch als Maßnahme, man sollte eher einen 50% Schuldenschnitt erwägen. Das speziell in Griechenland hieß das ja einfach nur, dass man einfach noch mehr Schulden von Griechenland übernimmt, weil man sowieso nicht davon ausgeht, dass das zurückgezahlt wird. Was genau, also ich meine, dann hat man ja nicht mehr die Möglichkeit, irgendwelche Forderungen, wie es nun mal jetzt geschieht, an die Reformfähigkeit oder sowas zu stellen. Sehen Sie da nicht ein Problem? Diese Begrifflichkeit Forderung in die Reformfähigkeit zu stellen, der kann ich mich nicht anschließen, mit der kann ich wenig anfangen. Aber mit der Verschuldung, wie geht man damit um? Natürlich, Griechenland ist ein extremer Fall, die haben eine sehr hohe Verschuldung, vor allem die Verschuldung stieg sehr stark und die Zinsen sind sehr stark gestiegen. Wenn ich sage, man hätte gleich am Anfang eben sozusagen einen Zwischenkredit geben können, das heißt nicht, dass man sagt gleich, okay, wir übernehmen eure Schulden. Das ist nicht, was man dann macht, sondern man gibt sozusagen einen Zwischenkredit, wie dieser Name schon sagt. Man stellt den Griechen einen Kredit zur Verfügung. Das ist ja genau das, was dann auch im ersten Hilfspaket im Mai 2010 dann ja auch tatsächlich passiert ist auf Euro-Ebene. Da waren die Zinsen dann allerdings, die man selber vom Gericht verlangt hat, wirklich verdammt hoch. Also man muss das austarieren. Es ist natürlich klar, dass die Schulden damit nicht weggehen, wenn man einen Zwischenkredit gibt, sondern man versetzt die Griechen sozusagen dann in die Lage, selber aus dieser Misere rauszukommen. Das löst das Problem noch nicht. Ich meine bloß, man hätte dann wenigstens nicht die Situation, dass deren Zinsen sozusagen nach oben wegdriften und man alle Schulden sozusagen auf die eigenen Bücher nehmen muss. Das wäre nicht nötig gewesen. Das hätte man vermeiden können, bei den anderen schon gab. Im Einzelfall ist es schwer zu sagen, ob Griechenland damit sozusagen der Überschuldung entgangen wird und da irgendwie aus dieser Falle ohne weitere äußere Hilfe rauskommen würde. Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich hätte das noch richtig satter weitere Hilfsprogramme gebraucht. Aber das ist mehr oder weniger Spekulation. Ich will aber damit sagen, dass die Art und Weise, wie damit umgegangen ist, ausgesprochen unverantwortlich war, dass sie den Finanzmärkten in die Hände gespielt hat, dass sie die Probleme Griechenlands verschärft hat, dass sie die Probleme der Eurozone mit verschärft hat und dass sie zugleich natürlich dazu geführt hat, dass Sondervorteile für Deutschland dabei rausgekommen sind. Und alle diese 5 Punkte hätten wirklich nicht sein müssen. Und das heißt nicht, dass das die Krise hätte lösen können. Das ist sozusagen eine technische Frage, wie man damit umgeht, und die war wirklich schlecht und falsch. Jetzt habe ich noch eine Frage. Sie haben ja jetzt ganz gut erläutert, wie das mit der Schuldenkrise zustande gekommen ist und haben jetzt auch 3 schöne Utopien gezeichnet, wie das alles werden könnte. Wie der Name schon sagt, das sind Utopien und das ist jetzt keine besonders kurzfristige Lösung. Sie schlagen die Enteignung vor, Sie schlagen europaweite Steuersysteme vor, das halte ich jetzt für nicht realistisch in kürzerer Zeit. Sie haben aber schon den Herrn Flassbeck angesprochen und seine Theorien. Der hat kurzfristige Lösungen vorgeschlagen. Es ging halt in diesem Zusammenhang um diese Verschuldungstheorie, dass man eben massiv investieren müsste in Ländern wie Deutschland, also in den Geberländern, um dieses Europaproblem zu lösen. Jetzt wollte ich Ihre Meinung mal zu solchen Theorien hören, ob es kurzfristig eben eine Linderung von diesen ganzen Problemen geben könnte, wenn man solche Theorien wie vom Herrn Flassbeck umsetzen würde. Ich bin gar nicht der Meinung, dass es sich hier um Utopien handelt. Ich habe das schon durchaus ernst gemeint, was ich meine. Also das sind alles 3 Sachen, die zumindest sofort begonnen werden könnten, wenn man es nur wollte. Das meine ich, also wenn die politischen Verhältnisse so wären, dass es so ist. Es liegt nicht daran, dass es technisch nicht möglich ist, sondern dass es langfristige Lösungen nur sind. Mit der Umverteilung kann man von heute auf morgen beginnen. Man kann sofort natürlich höhere Steuern für die wirklich Begüterten machen. Man kann sofort die IG Metall unterstützen bei der nächsten Tarifverhandlung. Man kann sofort den Beschäftigten hier und dort in den Bundesunternehmen oder den Unternehmen der Kommunen mehr Geld geben. Man kann sofort die Hartz-IV-Sätze erhöhen. Alles das ist sofort möglich. Man kann sofort auch diesen großen Schuldenschnitt machen.
Das geht von einem Sonntag auf den nächsten, oder geht am nächsten Sonntag. Das ginge alles. Also es ist nicht eine Frage der Langfristigkeit. Das meine ich nicht. Flasbeck hat, glaube ich, also wie ich ihn verstehe, ist der Kern seiner Überlegung, wir müssen den Binnenmarkt Deutschland, man muss in Deutschland den Binnenmarkt entwickeln, also dort die Investitionen erhöhen und vor allem dort den Konsum antreiben. Beides muss passieren. Konsum wird angetrieben dadurch, indem mehr Löhne bezahlt werden und indem die Sozialleistungen erhöht werden. Also das ist nichts anderes, als was ich sage, die Umverteilung beginnt. Also die Umverteilung zu ändern. Insofern bin ich da vollkommen, ich begreife seinen Vorschlag als den wichtigsten Teil der Umverteilung. Natürlich, Deutschland ist der schlimmste Lohndrücker, das schlimmste Lohndrückerland, das ist, da bin ich voll mit seiner Meinung, und die Umverteilung zugunsten der Armen beginnt hier zu Hause, hier bei uns. Und deswegen auch das begründet, weshalb er vollkommen recht hat, und ja, das will ich so sagen. Entschuldigung, Herr Zeiser, haben Sie eine Idee, wie lange das Euro-Währungssystem sich noch hält, bevor es kollabiert? Also ich befürchte, das hält sich durchaus noch 10 bis 20 Jahre. Also der ESM ist ja etabliert. Die Notenbank kann faktisch, sage ich mal, die Zinsen drücken, indem sie die Staatsanleihen aufkaufen, notfalls auch Geld drucken. Denn man muss ja um das System auf Laufzeiten ja eigentlich nur die Zinszahlung gewährleisten. Und selbst 2% von einer Millionensumme sind 20 Milliarden. Also ich befürchte, das läuft noch 10, 20 Jahre, das System. Ich meine, es ist direkt schwierig, da jetzt eine Einschätzung zu geben, wie lange das Ihrer Meinung nach vielleicht sich noch hält. Und insbesondere vielleicht, ohne jetzt ein anderes Thema noch aufzumachen, in Konkurrenz zum Dollar. Also würde erst der Euro crashen oder erst der Dollar? Ja, mit der Zeit, wie lange es läuft, das ist schwer abzuschätzen. Das wird Sie jetzt nicht überraschen, dass ich das sage. Vor einem Jahr, etwas mehr als einem Jahr, da schien mir so, als hätten die wesentlichen Politiker in der Eurozone beschlossen, Griechenland rauszuschmeißen und das dort auch sozusagen auf diesen Rauschmiss ankommen zu lassen. Damals haben die sich ja in Brüssel sozusagen in die Hand versprochen, ihr jeweiliges Finanzsystem so sicher zu machen, dass der Austritt Griechenlands aus dem Euro und die Pleite Griechenlands sozusagen nicht mehr, sozusagen alle Banken nicht vernichtet. Und das konnten einige der Länder nicht machen. Die Deutschen haben dann ihr 480 Milliarden Programm ja wieder durchgezogen, und das ist jetzt wieder Bundesgesetz, aber die anderen Länder haben das nicht gemacht. Und dann wurde im Laufe des Frühjahrs, des vorigen Jahres, haben die Abstand genommen von diesem Plan, Griechenland rauszuschmeißen. Ich will damit sagen, wie lange der Euro macht, ist letztlich natürlich auch eine politische Frage. Es ist nicht so, dass die sozusagen ökonomischer, zwangsläufiger Punkt ist, wo das Ganze auseinanderfliegt, sondern ich nehme schon an, dass es das Auseinanderfliegen den Charakter einnimmt, dass ein oder das andere Land nicht mehr will. Ja, also dass da die Leute auf der Straße sagen, das geht uns zu weit, das machen wir nicht mehr mit. Also das ist die wahrscheinlichste Lösung. Es sei denn eben, wie gesagt, diese Griechenland-Lösung, wo die drinnen bleiben und sagen, Griechenland, wir können nicht mehr, wir wollen nicht mehr Griechenland durchbezahlen. Aber das ist sozusagen die Frage, man weiß nicht, wie es politisch läuft. Ich kann mir vorstellen, Sie haben gesagt, dass der ESM installiert ist. Ja, wunderbar, aber der hat ein sehr begrenztes Volumen. Also natürlich, er kann vielleicht noch Schulden bei der Zentralbank aufnehmen und dadurch läuft das Ganze noch weiter. Aber so ganz ohne weiteres läuft ist es nicht. Und da gibt es dann auch Widerstände in den Kernländern. Und deswegen diese Institutionen, dadurch, dass die installiert sind, das heißt nicht, dass das sicher ist und nicht in der nächsten Sekunde wieder um die Ohren fliegen kann.
und auch die Politik der Zentralbank, Geld zu schütten, ist bis zu einem gewissen Grade mildert es die Sache, aber ich glaube nicht, dass es auch selbst schon in diesem Jahr wird es, meine ich, zu einem Wiederauflackern der Bankenkrise kommen und damit wird das Ganze wieder krisenhaft. Zweiter Punkt, Crash, Euro, Dollar. Da sehe ich beides nicht. Wenn zwei so grundsätzlich schwache Währungen, also das Geldsystem insgesamt ist so verdammt schwach, es ist dort genauso schwach wie hier, in den USA genauso schwach wie hier. Das ist, deswegen am Devisenmarkt tut sich da auch wenig. Die Schwankungen sind ja auch gering, natürlich, weil das Finanzsystem in den USA, das Weltfinanzsystem ist gestört und deswegen sind die Relationen zwischen diesen Währungen gering. Da ist kein besonderer Crash zu vermuten. Ja. Was denken Sie an den Vorschlag Jacques Delors, die öffentliche Verschuldung der Länder Europas für einen Teil zusammen nicht zu verkaufen, sondern zu veröffentlichen, wie will man sagen auf Deutsch? Auch verkaufen. Ja. Also Euro. Ja. Also zumindest für gemeinsame Konditionen zu sorgen. Also das ist der entscheidende Punkt. Und da hat Delors natürlich vollkommen recht, das ist das Mindeste, was man bei Einführung der Währungsunion vom Anfang an hätte machen. Das ist also ein völlig vernünftiger Vorschlag. Bei Einführung der Währungsunion haben vernünftige Leute gesagt, so muss es gemacht werden. Wir brauchen natürlich eine gemeinsame Verschuldungsaufnahme, damit es eben nicht passiert, dass der ohnehin Schwache jetzt noch mehr zahlen muss, als der, das ist ja auch natürlich klar, dass es für den Finanzsektor, für die Finanzvermögenden viel angenehmer ist, wenn sie sozusagen die einzelnen Schuldner gegeneinander ausspielen können. Als wäre es eine große Schuldensumme ist, die gemeinsam verwaltet wird. Das heißt nicht, dass nicht Frankreich für seine Schulden bezahlt und Deutschland für seine Schulden bezahlt, aber dass es zumindest gemeinsam verwaltet wird. So, das wäre durchaus möglich, das wäre auch jetzt noch möglich. Jetzt würde es allerdings die Krise nicht mehr lösen. Es würde bloß sozusagen ihre Effekte mildern und wäre bestimmt eine notwendige Maßnahme. Nach dem Schuldenschnitt, den ich ja vorhin so groß propagiert habe, wo Sie gesagt haben, das sei so utopisch, nach dem Schuldenschnitt ist das auch viel besser möglich. Man kann sozusagen in einer dann neuen Finanzverfassung natürlich viel einfacher sagen, öffentliche Schulden öffentliche Schulden können auch gehandelt werden und da kann man den Finanzmarkt auch haben. Aber man kann einen gemeinsamen Zins festlegen für solche öffentlichen Schulden und da empfiehlt es sich, sagen wir mal, 0,5% über der Inflationsrate für diese öffentlichen Schulden sozusagen als Zins zu zahlen. Und egal, welcher Staat das nun ist, der diese Schulden am Schluss bedient. Und das wäre eine vernünftige Regelung. Da könnten dann die Bürger diese Schulden kaufen und müssten das Geld nicht zur Deutschen Bank tragen, das sie haben, und müssten nicht ähnliche Aktien dafür kaufen, sondern könnten stabile, schöne Schuldzinsen, nicht hoch, aber doch immer mehr als die Inflationsrate dafür bekommen. Gibt es noch weitere Fragen? Ich glaube, ich kriege das hin. Wie bewerten Sie denn die rechtliche Sonderstellung des ESM? Also ist es noch aktuell, dass deren Geschäftsräume unverletzlich sind und die Mitglieder unverletzlich sind? Das ist, glaube ich, nach wie vor so. Ich bin mir über die ganzen juristischen Finessen allerdings nicht klar. Ich bin kein Jurist und bin da nicht so. Ich bin mir aber klar darüber, dass der ESM einen großen Spielraum hat, was er alles machen kann oder könnte, wenn das denn genehmigt wird.
Aber es ist auch klar, dass die Verantwortung dafür, was der ESM dann tatsächlich macht, nicht nur bei Herrn Redling liegt, der das ja leitet, sondern dass der beim Ministerrat liegt, also oder natürlich bei den zentralen wichtigen Regierungen, und die haben ihn so konstruiert, dass der alles Mögliche machen kann, eben auch als Bank agieren, zum Beispiel, und dergleichen mehr. Also das ist schon ein einigermaßen potenziell wirksames Instrument. Das ist schon. Ich hätte auch noch eine Frage. Glauben Sie, dass die Vorteile eines Schuldenschnitts die negativen Auswirkungen selbigen auf die Wirtschaft in Europa überwiegen? Ich gehe sogar noch weiter. Ich glaube, ein Schuldenschnitt ist unvermeidlich, auf längere Sicht unvermeidlich. Wenn Sie mich jetzt fragen, wie lange das noch dauern wird, bis der Schuldenschnitt kommt, gebe ich keine Antwort. Aber also irgendetwas in dieser Art und Weise, natürlich wird es darauf hinauslaufen. Und zwar nicht nur in Europa, sondern andersrum. Es ist ja vielleicht auch denkbar, dass die amerikanische Politik mal vernünftig annimmt. Das könnte ja sein. Also das wäre natürlich vielleicht auch, klingt verdammt utopisch, aber gerade wenn man sich erinnert, als Bretton Woods zusammengekracht ist,